Wachtwijzer. Welkom zum Programm Wachtwijzer. Wir freuen uns, dass wir hier die Wahl wieder spazieren können. Ja, wir haben so viel auf dem Hort, so deswegen gibt es immer noch ein Programm. Aber wir haben ein bisschen davon geredet, dass was nu wirklich im Leben ist. Und wenn mehr aus dann reden wir auch davon, wenn Betriebe, dass ein Haushalt ist, wenn ein Mann früh sich befreit, dann schreiben die sich taub, dann sind sie eure Regierung eine Institution. Nu reden wir darüber ein bisschen mehr, dass wenn mehr Menschen dann eine Gruppe sind und sich taub schließen, dann sind die eure Regierung all eine Institution. Das ist ein Geschäft oder eine Impresa oder die Wahlen, die eine Association, die hatten ein Ziel, was sie haben. So, und wir sind dann so gewarnt, oder uns abbringen, als so, nicht alle denken, es ist die Plottisch, aber viele von uns denken, so, dass man dann auch in der Regierung registriert wurde. So, dort, was wir nu bereden haben, mit die Gustav, dann schien sich das Messer, dass das besser ist, wenn einer sich nicht registriert in eine Regierung aus einer Gemeinde oder aus einem Typschluss von jährlichen Menschen, die ein jährliches Ziel haben. Ist das dort dann? Ja, das ist sehr interessant. Also, ich mag einmal durchkommen. Wir sind alle Frieden schlüten. Ich kann eine Institutionalisierung funktionieren, dann ist das okay. Also, wir haben nicht diesen Christus, der uns mit den Räumen hier heranrennt. Nu hast du die nicht heute so anschreiben lassen, nu bist du nicht mehr mein Kind. Das ist nicht Jesus. Ja. Klar, dort kommt dann durch dass einer den anderen auch stunden lässt mit der Überzeugung, was er hat. Ja, so Jesus lässt uns frei. Auch wenn ich in einer Gemeinde sehe, wo dann in der Regierung eingebracht ist und wir holen uns Tindeln und dort wird alles registriert und da wird fair Faktura ausgegeben und so weiter. So, immer wenn 2 oder 3 Menschen sich einig waren, dort kann auch wie betreibt Reiters. Und wenn wir keine Regel abstellen und auch nicht, wo eine Regierung ändert, wir dann bloß in Cash coverieren und so, das ist nicht lang, was wir auf der Karte reden zu heulen haben. Und, weißt du, was das erste passieren wird, das darf ich nicht installieren worden. Ja. Das ist das erste, was uns passiert, wenn wir nicht klare Regeln haben. So. Dann haben wir noch ein anderes Thema. Viele Menschen hatten sehr große Trouble mit dem Titel. Die Pfeile dort nicht möglich, dass sie dort in die Kirchen geben. Sie würde so viel lieber Menschen helfen, zum Beispiel mal ein junger Mensch, das ist ein armer Mensch, dem würde ich die Universität betonen, weil er dort die zur Schule gehen kann, dem möchte ich helfen, dass er im Schwung kommt und so weiter. Nee, aber das geht bei uns auch nicht direkt, und ich muss das in die Kirchen holen, und dann war jeder sich durch. So, wann ich taub bleiben. Wir schließen uns zum Beispiel aus einer Hausgemeinde taub. Wir sind dann 20, 30 Menschen. Nun fangen wir an, Geld taub zu leihen. In dem Moment, wo irgendwer einen Kauf nimmt, weil ich mal nicht leihen, muss wir für die Regierung ins Sattel aufleihen. Aber wenn die aus euch sagen, okay, wir waren mal ein junger Mensch dort, der ist sehr fähig, der will, der hat das Geld nicht, dem will wir drohen, das braucht ihr nicht. Je kan dat ook voll in de regering registreren met Nummern, Nummer, Zeitlernnummer, Karnetnummern, alles wat die jank hat. Kostet andere dem haben wir die Universität betont und so wieder und so weiter. Und die kostet sogar aus ein paar Jahre heute Responsabilität sozial. Das ist das andere oder hast du in der Regierung, hast du die Menschen gestellt. Okay, wunderbar. Das wird alle große Impressen in Wirklichkeit Mathe. Der Mathe Sozialhilfe machen, dat heute in der Regierung dann im Gesetz Responsabilität sozial. Also das bedeutet Verantwortung drauf für die Gesellschaft rum die Raum. Ja. So, wenn ich meine Taub schließe als Gläubige, dann muss ich per Gesetz, Fuß, das ist eigentlich universal so. Ich weiß nicht, was steht, dass in Bolivien ist, aber die Mennoniten, wir sagen, konservative Mennoniten, die haben normalerweise nicht eingeschrieben. Die haben ihre Kolonie und die haben aber das Verständnis von ihrer Kolonie, das ist eine Gemeinde. Ja. Das ist nicht eine Kolonie. Ja. Das ist wie dort nahe, hier dann in Paraguay. Und was meinen sie mit einer Gemeinde? Die Taub-Leben als ganze Gemeinschaft, das ist ihre Gemeinde. Und da haben sie dort auch eingebracht, sie sind ja dann, klar, die haben ihre Titel und so, auch als ganze Gesellschaft. Das ist noch ein breiter Thema. Aber immerhin. Und wenn wir nun uns Taub geschlossen haben, uns eingebracht haben, dann mit wir uns. Und dann haben wir aber ein Trouble mit der Bibel, wenn es der prophetische Abgabe von der Gemeinde. Wenn ich mich in der Regierung ändere,
En ik doe een ganze rendition de cuentas, ne war Spanisch, also ich all meine Zahlen, wo ich gemerkt habe, dass ich andere und so wieder und so weg, dann da ich in Wirklichkeit, wenn wir mal das Ölbild vom Alten Testament, dann jede Prophet ihr mal han und fragt, erst die dort dann kann ich, dort ich die mal wo die Wahrheit sage, und wenn die kann ich dann sage, no, darfst du nicht, nein, ja, dann entschuldige mich, dass ich die nicht versteht habe, dann trägt er sich drei. Das ist nicht die Haltung von einem Prophet im Alten Testament. Der hat eine Stimme von Gott, und Christus seine Gemeinde, er ist der Prophet von dir. Und wenn der Prophet damals bloß positiv redet, wo das nicht so wäre, bloß Gutes redet, da hat Gott sein Hundschit gerecht für nicht. Ja. Wenn wir dort bei Elias seine Jungs wieder nicht durchbeten, das ist eine andere Geschichte im Alten Testament, wo dort verdeelt haben. So das heißt, die Gemeinde ist der Prophet von dieser Welt. Ja, und besonders in der Regierung. Und viele Menschen koppeln sich auch, oder glauben, dass ein Christ nicht soll an der Regierung schauen. So, du hast die Regierung alle Wege die Ram. Wenn du ein Auto hast, dann hast du die Regierung, dann darfst du nicht den Auto fahren. Hast du einen Bagger und Pier, dann hast du die Regierung, darfst du nicht Bagger und Pier fahren. Alles darfst du nicht, das ist alles Regierung, weens, das hat mit Geld zu tun. Alles, was Geld ist, hat mit Regierung zu tun. Und wenn du nicht true verstehst für die Regierung, dann bist du leer und bist du angesetzlich. Und dann gehst du auch all weiter gehen dort, was Christus sagt, weens, wir sollen uns die Welt unterstellen. Und so, was sieht sie, jetzt darf ich wiederholen mich noch. Nee, dat die Gemeinde der Prophet ist an der Regierung. So, ich habe Verantwortung zu reden. Und wenn ich nu nicht diese Kraft habe, den Mut, die Regierung ganz klar zu sagen, wird verlängert, dann nimmt Gott mich hart. Aber pass auf, im Alten Testament hat Gott Strafe. Was tut Gott im Neuen Testament? Der treibt sich drei aus dem stiller Wind. Du wirst dort nicht enden, du singst dir selbst, so großer Gott, wir loben dich. Was du immer gesungen hast, und du wirst plötzlich hören, dass Gott lang irgendwo am Treiter sitzt und irgendwo vielleicht beim Weide ist. Und die singen hier, großer Gott, wir loben dich, und Gott ist lang nicht mehr durch. Das ist langweilig, wenn du das Prophetische verloren hast. Und das, was Jesus sagt, passt mal ab, dass du die erste Life nicht verlässt. Was ist die erste Life? Die erste Life ist Kommunikation, also sich mitteilen. Und du bist prophetisch tätig, wenn du deine ganz ehrliche Überzeugung zu allen Menschen sagst. Wenn du diese Kraft hast, dat zei ook waar ik nee weet het wat die eure weint het zei wat okay aber en nee red anständig euer Postarbeit sei die wat ich feilen wat ich verrechtig höl ja und dann also ein Prophet ist nicht unbedingt bloß ein Mensch wer Herkunft verteilt sondern das ist ein Mensch wer die sagt David weißt du was, wenn du nicht abpassen warst, ich glaube nicht, dass du dick bist, aber ich nehme dir mal ein Beispiel, ja, wenn du nicht abpassen warst am Eten, und dat was een beetje van Sport te merken. Ik geloof dat die Beziehung mit Christus stieren dat. Wens, die heeft die jaar een paar Storch gemerkt en du kannst viele Sachen von der nicht durchhören, bloß wenn du so dick bist. Aber verstehe mich nicht, dass ich das nicht auf die meine, das ist bloß ein Beispiel, ja. Ganz ehrlich meine ich das. Ich hole dann das Bock an. Ja. So, ist interessant, aber wenn du sagst, dass die Gemeinde, dass der Prophet, der sagt der Regierung immer mal die Wahrheit, ja. So, wenn die Gemeinde nu über die Regierung registriert ist, kann der dann noch reden? Ja, das ist ein Streitpunkt, also lass mich dort mal sagen, das ist meine Meinung. Und das ist eine Sache, was die Gemeinde ist. Man kann nicht nur Gustav Friese seine Meinung auf diesen Menschen anwenden. Denn diese Menschen haben alle, jeder seine eigene Meinung. Und das soll er haben. Das ist, was die Gemeinde Christi ist. Meine Meinung ist, dass ich mich nicht anschreiben kann. Und wann, dann muss ich Rendition de Cuentas. Also, dann muss ich die Zule ganz abrechtig für die Regierung durchstellen. Mein Fehler ist, dass wenn ich beide das Kirchensystem und das Regierungssystem gehorchen will, dann muss ich auf eine von den beiden Städten legen. Ja. Ich finde interessant mit der Covid-Situation, wie wir in Kanada stehen, wo die Gemeinde ist einfach etwas von jedem, wie merken wir wieder? Wenn wir selber Gott allerlei herrschen als Menschen. Und wenn wir bestraft worden von der Regierung, dass uns kreiten dürfen,
die Strafe war wie Tole. Das sei wir dann schuldig die Tole, wenn es die Kinder uns dort bestrafen. Aber wir waren uns strafen, wenn wir einfach Gott gehorchen wollen, wenn es die Bibel fordert, dass wir selber Gemeinschaft haben. So, wie mir interessant Gedanke, weil die Gruppe Gemeinde dort das Konzept dann klar hat. So, was mir sehr interessant, wie kriegt das, wir haben das Recht von dieser Welt. Nicht? Und du siehst, du dreht alles, was Geld ist, ja, das ist die Regierung, das ist das Recht von dieser Welt. Und da redet die Bibel nicht von Mammon, das ist Geld, das ist die Macht, fehlt. So, wann wir nu de Gemeinde und dort stalen, ja, dann ist das iets wie, das spürt sich mir so, wenn wir das nicht reden, das ist mir so interessant, dass die Welt hat dann durch die Macht auch über die Gemeinde. Aber Gott sagt, mein Recht ist nicht von dieser Welt. Die sind an dieser Welt. Sondern durch diese Trennung nu klar zu merken, ja, dass wir uns Leben so leben, als Gott uns beabtragt, aber und dass unsere Gemeinde nicht bestimmt wird von einer Regierung, sondern unsere Gemeinde wird von Gott gelehrt, durch den Heiligen Geist. Und durch sein Wort, was wir lesen können, und nicht von Regeln, was auf dieser Welt abgestellt wurde. Und aber dass wir in dieser Welt leben, wo wir uns dann trotzdem fühlen, dass ich gar nicht stehle, wenn es das verboten von der Regierung. Und ich kann nicht stehlen für mich, wenn es weiter sind für mich. Aber manchmal sind die Regeln, die nicht mehr nur die Bibel nur sind, was die Regierung abstellt, sondern das sind einfach Regeln, die sie gedacht haben, wo ich dann vielleicht ein Kontrolle mitkriege, wenn sie an Gott bleiben. Eine ganze Strieb. Ich kann bloß ich möchte nicht über das reden, aber Regeln, was wir haben zum Beispiel befreien. Befreien dürfen wir normalerweise bis Prediger. So steht das in der Schrift geschrieben. Erstens mal die Cast, als Sünd, erst gar nicht unbedingt in der Bibel erklärt, er redet einmal von der Cast, wo Jesus ist, aber ein Mensch befreien, das ist noch nicht in der Bibel, dass das der Prediger sein soll. Und so hast eine lange Striebsache, was ganz einfach sind, Taufe. Taufe ist ein Thema, was alle Gläubige sollen. Das hat Jesus uns alle abgegeben. So, das haben wir nur ab 91% von 500 Menschen begrenzt. Dann sage ich, was sind Christus die Frau? Wo sind all die Menschen, die du getauft hast? Na, ich habe keine, das hat der Prediger alle getan. Wer sieht die dort, die du zuerst? Ja? Ja. So, wir haben das ganze Thema, aber es ist nicht auch so in unserer Kirche, wo wir dann herkommen, dort ein reicher Mensch, wer viel Geld hat, wenn der absteht, ab der Gemeindestunde, also Brüderschaft, und der sagt, ich glaube, wir sollen so und so, aber vielleicht haben wir eine Lehre sterben, dann sagt er, ich glaube, wir sollen so und so. Ja, so soll, wie sagt die ganze Gemeinde. Und dann steht ein armer Mensch ab, der hat bloß ein Motorchino, und der kann sich nicht mehr leisten, und der wohnt sogar noch in Pacht, in Loma Plata. Und dann steht er ab, ich false der Haare, sagt, wie soll das unterstehen? Dann hat er vielleicht mit einer Höhe sterben. Und normal ist, die Kirche, was er sich durchgesagt hat, dann redet er von dort wieder, was vorher wie aus dem nicht geredet hat. Dann redet er von dort immer wieder. So, das passiert uns immer wieder, das geldhafte Macht. Und wo mir das aber sehr wichtig ist, uns halb anschuldigen nicht. Und das, was ich hier sage, das sage ich nun nicht, um uns altmodische Kirchensystem mir dort mal verdieveln an. Ich will dort nicht in schlechten verurteilen, aber was ich möchte, das will man von Note denken. Wie macht die Schrift aller gehorcht unsere Kultur? Ja. Die haben Völker gesagt, besonders noch als ich in der Bibel schreibe, wieder, ich sei liberal sie. Ich sage, das hängt ganz davon ab, von was du für liberal hältst. Die männliche Kultur sehe ich extrem liberal. Da will ich das ein Wort nicht haben, wenn ich ein treuer Nest wäre. Aber die Bibel sehe ich, glaube ich, sehr konservativ auf. Ja, das ist ein Teil anderes, aber ich sehe sehr konservativ lebender Bibelmensch. Das ist mir sehr wichtig. Aber das hängt davon ab, was du für liberal hältst. Ja? Und auf keinen Fall der Liberalismus von der Theologie, weil man sagt, dort ist nicht ein Thema, was hineinpasst. Ja. Oder halt mal nichts mit umhält. Ja. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir Töpfhüte, dass die Beziehung, unsere Beziehung zu Gott, erst an erster sieht. Und dann die Beziehung von einem selbst zum anderen. Eine Freundschaftsbeziehung, eine Beziehung, wo einer dem anderen Stunde lässt. Dort haben wir die Programme vorher
daar gereed. En dan aber auch das, was wir davon reden, dass die Regierung soll den Gottesauftrag an die Gemeinde nicht einschränken dürfen. En wat ik toen mag citeren is Römer 8 vers 1, dat je hebt keine Verdammnis, maar voor die wir in Christus sind. So, weil wir uns nicht gegenseitig verdammen. Also, dat ik nu niet ooit verdammen wat Regeln heeft, oder dat mij verdammen wat ik van Gorsteyer Mensch die, dat is wat Christus nicht macht. Je hebt keine Verdammnis mehr, sondern das die Gemeinschaft aus Gläubigen, dat is wat ons verbinden soll. So is het. Kijk, vielen Dank schön, Gustav, dat Jullie je nog niet, wel dabei bist. En we gaan het wieder können spazieren, weil Thema sehr interessant. Dankeschön, dass du dabei bist. Und wir freuen uns auf das nächste Programm. Beim nächsten Mal.